Et ass eng vun de finanziell erfollegreichste Start-upen aus de lächte Joren. OnlyFans. D'Internetseite ma méi oder manner plakegem Kontinu fir den e bezuele muss. Eleng 2021 hun Nutzer 4,8 Milliarden Euro op der Plattform ausginn. Och van der Ufang net Didiwer vun den Haut fir an allem sexuell Material Sit. Och ëmmer mé Jongkleit nutzen OnlyFans, poste Foto a Video vu sech a verdinge suen. De Loikjuchen wollt wëssen, wéi eng Geforen so eng Plattform mat ze springen, an huet man enger Jonger Lützebäuerin geschwaart, die mat OnlyFans per 1000 Euro de Mond verdenkt. Ein Internetsit wo en vu Fotoen a Videoen, Mats an Oni-Kleder bis hin zu plakege Face alles fënnt. Et muss e just dofir bezuelen, quasi wéi Instagram fir Di awussen. Dat Geschäft opgeht huet sech an de lächte Jore bewiesen. Millionen a Millionen hunn Einzelmodellen dommer da verdenkt. Et weis de vu sech, wer de wëll an et fixéier den selver de Preis, a wie bezielt de gesäite Kontinu. Wie OnlyFans 2016 online gangen ass, wär dat awer gonnet Didi der hannert. Ursprünglich wurde OnlyFans kreiert, im Prinzip, wie der Name schon sagt, nur für die Fans. Das heißt, man hat einen exklusiven Zugang für den bestimmten Inhalt, Content des Künstlers oder des Celebrity, um ihn quasi auf diese Weise zu unterstützen. Ugangs fir Musiker, Schauspieler a sos prominenter gedurcht, déi exklusive Content und hier Fangemeinschaft wollte verkäfen, gouf se eng Plattform, wo sexuell expliziten Kontinu fir Suen ugeburte gin ass. Der studéierte Psycholog Igor Laurent vun B-Secure huet sech op puermoll mam Funktionament vum Sit auseinander gesät, a waren doch fir Leaking, dat Bilder, die en Halge seit, ganz einfach no am Netz zirkuléieren, wie keng Seltenheet. An dat kann engem seg Zukunft doch ruinéieren. Et ginn awoch nach Äner Geforen. Das OnlyFans-Modell ist sehr unbeständiges Modell. Das heißt, heute funktioniert das Geschäft mit Bildern, Nacktfotos, Verkauf und Livestreams. Jedoch ist es nicht garantiert, wie das morgen aussehen kann. Viele andere Plattformen versuchen auch in das Geschäftsfeld reinzugehen und Market Share zu teilen. Das heißt, es wird immer weniger übrig bleiben für einzelne Personen, die beitreten. Auch viel Prominenter nutzen diese Marché für Suen zu verdingen. Die Deutsche Rapperin und auch Jurymember bei Deutschland sucht den Superstar Katja Krasowitsch postplakisch Foto für sich und verdient Minimum 1 Million Euro Tour auf der Plattform und zählt dummer zu den irrsten 0,01% von den OnlyFans-Accounts. Ich hab einen roten Benz, dank OnlyFans. Ich glaub, ich bin jetzt Millionärin. Op OnlyFans sinn awer Lützebäuer ze fannen. En hat dem Numm Day Gauss vun den dës 21 Joer Lützebäuer Studentin. Sie verdenkt degen Ausso no die 4.000 Euro de Mond, och wann et heierns du moll mi schlecht oder besser meint ginn. Sei Kierper setzt et suggestiv an 10, Gesicht ass awer op all de Fotoe verdeckt. Mi wéi kën den Drpp sech op so enger Plattform mund ze mellen. Dass ich sowieso eine ziemlich oppe Person war, schon immer. Ich schon unter anderem auch viel Pole Dance gemacht. Ja, schon paar Kollegen, die Fotografen sind. Und dann würde es sich halt schneller gehen, dass ich auch oft mehr sexy Foto gemacht habe. Und dann habe ich mir gedacht, ja, für was soll ich nicht auch ein bisschen so in ihre Bei verdienen. Gerade weil ich auch ein großes Date geplant habe, noch der Premiere. Ich mir gedacht, okay, wäre schon gut, was Suen zu holen und finanziell unabhängig zu sein von meinen Eltern. Die Studentin hat uns das Foto als Beispieler zukommen gelos. Auf ihrem OnlyFans-Account bezahlt den $15 den Monat für diesen Kontinu zu gesehen. Für privat zu chatten, am Fall wo ein mehr will gesehen oder extra wünscht, muss ein Supplement bezahlen und das macht doch einen guten Teil vom Revenu aus. Ich habe zum Beispiel auch verschiedene Aufträge schon gehabt, wo mich zum Beispiel eine Frau gefragt hat, ob ich die Welt ein Poster von mir mache.
So, sie will den Poster machen und du muss ich aber spezifischen Edit auch machen, wo ich dann noch Photoshop tun etc. und extra die Foto man Fotograf geplant tun. Ich muss den Fotograf bezahlen für die Foto zu machen etc. Das heißt, das war dann ein Foto, die ich für um die 50 € zum Beispiel verkaufen für ein Foto. Aber da wird es auch noch Fotos, die halt für mich einfach zu machen sind, dann froh ich 15 bis 20 €. OnlyFans behält selber 20% von all Transaktionen. An der Regel geht weibliche Contenu am besten. Steuern muss natürlich auch auf sein Gewinn bezahlen. Die Studentin schwätzt aber am Freundeskreis. Openiwert sein doch aber extra Studentenjob. Für seine Mom ist das kein Problem. Die zwei haben eine ganz super Relation. Auf von der Mom kriegt doch Tipps, wie ein Foto dann lo richtig gut gehen kommen. Ich mache nichts, wofür ich mich persönlich gegen schummen. Ich bin stolz auf die Fotos, die ich mache, weil es sind schöne ästhetische Fotos. Ich unterstütze einen anderen Fotografen oder ich finanziere meinen eigenen Lifestyle und dafür ist das doch alles eine ganz coole Sache. So von meiner Familie ist allgemein alles extrem transparent. Weiter so hat am Interview, dat hat se später auch nie kein Vierstellen, bei engem Patron zu schaffen, den net ging jugieren, für dat wat hat senger Studentenzeit gemach huet. De Business han OnlyFans defunktioniert an de Mand klimmt erklimmt. Da kennen noch viel Junker, a willen se stummer de kleng Taschegeld verdingen. Beim Kanner Jurentelefon heute zu Lützeburg kru den lächt Joer 4 Appeller mat Froen zu dieser Plattform. Auch Foyer hat sich gemeldet. Die haben sich darüber informiert, weil einige der Schützlinge OnlyFans-Accounts kreiert haben, um halt ihr Taschengeld aufzubessern. Und in all diesen Fällen waren die Personen minderjährig. Also heißt, sie waren, also ab 16 waren sie. Die Studentin behauptet, Nutze von der App für komplett anonym und hat ging auch nie die Identität für seine Klienten herausfinden. Allerdings soll die wissen, dass wenn er seine Bilder als Model uploadet, ein Datenleak immer möglich ist. Und so können Bilder dann auch einfach zirkulieren. Denn Internet vergisst bekanntlich nicht.